Seid gegrüßt, liebe Freunde. Hier ist MD Vegan. Heute mache ich eine Erbsensuppe. Ja, und diese Erbsensuppe ist auch eine meiner Lieblingssuppen. Da habe ich früher mal die erste, die ich gemacht habe, habe ich 5 Minuten Erbsensuppe genannt. Weil genauso lange hat es gedauert, bis sie fertig war. Und das ist so perfekt einfach. Ich habe diese gefrorenen Erbsen. Natürlich könnt ihr auch die teurere Variante nehmen, die frischen. Gibt es auch gerade im Bioladen. Die gehen aber auch. Die sind vielleicht ein bisschen blanchiert. Nur ja, wer es nicht unbedingt blanchiert mag, nimmt eben die frischen. Das geht auch, ja. Und vom Nährwertgehalt sind die, glaube ich, tun sie nicht viel. Ja. Die sind sehr, sehr lecker und auch ein kostbares Produkt, das sehr preiswert ist. Ja. Kann man ein ganzes Jahr lang im Bioladen in der Kühltheke kriegen. Kostet ein Pfund ungefähr 2 Euro oder so. Also wirklich sehr, sehr, sehr günstig. Schwankt ein bisschen. Aber das kann man immer in der Tiefkühltruhe haben, wenn man eine schnelle Suppe machen will. Zack, ist es schon fertig. Ich habe Wasser gekocht. Das passt sehr gut. Das gekochte Wasser zu den gefrorenen Erbsen. Das hebt sich auf, sodass es also nicht zu heiß wird. Soll ja doch roh bleiben. Ja? Das Blanchieren, das zähle ich jetzt noch nicht. Da könnt ihr, wie gesagt, auch roh nehmen. Und dazu habe ich diesmal ein Kraut genommen. Und zwar ein Wildkraut, das ihr alle kennt, die Brennnessel. Ja, es ist eine Brennnessel-Erbsensuppe. Ja? Das soll es werden. Und dazu habe ich mir eine bestimmte Gewürzkombination einfallen lassen. Erstmal, um die Suppe schön cremig werden zu lassen, ein Stückchen Avocado und ein bisschen Kokosnussbutter. Hier, Kokosnussöl, Entschuldigung. Ja, Viertel Avocado, großen Löffel Kokosnussöl, ein bisschen Zitrone. Ich glaube, das ist gut für die Brennnessel. Die mag eine Zitrone und die passt auch übrigens zur Erbse. Habe ich zuerst war mir nicht so klar, aber ich habe gemerkt, das passt sehr gut. Das bringt die Erbse ein bisschen auf Trab. Ich kann das ruhig vertragen. Und dazu kommt jetzt eine Gewürzpalette, die folgt. Habe ich erstmal die große Dattel in der Mitte. Das sind, ja, wenn ihr wollt, eine große Medjool-Dattel, 1,5 vielleicht. Ich habe hier kleine iranische Datteln. Die sind ein bisschen süßer noch, ganz weich auch, ja, sehr preiswert und lecker, schön malzig. Das ist also hier das Pendant zur Zitrone. Dazu kommen nun diese Gewürze, die ich ganz gerne hierzu nehme. Das Salz, hier Himalaya-Salz, nicht zu viel, Teelöffel vielleicht. Und roten Pfeffer, so rosa Pfeffer. Er ist ein bisschen nussiger. Das verträgt, glaube ich, die Brennnessel besser. Hier geht es vor allem um die Brennnessel, die darf nicht zu viel abkriegen. Ja, ist sehr eigensinnig. Dazu ein ganz klein bisschen Chili, hier, die Schärfe. Ihr seht ganz wenig, ist wichtig. Und mal weitermachen. Hier auf der anderen Seite, den größten Gewürzteil, der macht es Kumin aus, der Kreuzkümmel. Habe ich schön gemahlen, schönes Häufchen Kreuzkümmel. Ich glaube, der ist für die Brennnessel wirklich sehr lecker und passt auch in Verbindung mit der Erbse und der Brennnessel sehr gut. Hier auch sehr wichtig für mich, Zwiebelpulver. Eine frische Zwiebel reinzutun, würde das Ganze zu bitter machen. Das habe ich schon gemerkt. Ja? Also Zwiebel, da mag die Brennnessel, glaube ich, nicht so gut. Ist nicht so gut drauf zu sprechen, wenn man so sagen darf. Ja? Also Zwiebelpulver geht, das ist nicht so scharf, aber hat dieses herzhafte Element, dieses Geschmackige. Und hier noch ganz zum Schluss, auch sehr wichtig, Senfpulver. Ich habe ein paar Senfkörner gemahlen und ihr seht ein kleines Häufchen dazu, um die Schärfe zu bringen. Ich glaube, diese Senfschärfe passt zu der Brennnessel besser mit ein ganz klein wenig Chili und die andere Schärfe kommt, wie gesagt, vom rosa Pfeffer, der ja auch nicht sehr kräftig ist. Das sind meine Zutaten. Als erstes kommen hier unten Zitrone, Avocado und Kokosnussöl hinein. Darauf kommt dann die Brennnessel, ja, die Erbsen ganz oben und darauf nochmal die anderen Gewürze. Datteln, Pfeffer, Salz, Kumin, Zwiebel, Senf. Ja, als Pfeffer habe ich jetzt den rosa Pfeffer und den Chili genommen. Chili-Pfeffer. Bisschen, ganz klein bisschen. Ihr seht ungefähr, so voll ist mein Mixer. Ja, bis hierhin. Und normalerweise bei der richtigen Suppe, die ich normalerweise mache, brauche ich ja etwas mehr Wasser. Hängt natürlich davon ab, wie viel Avocado ich reinmache. Macht mal ein bisschen weniger. Und je mehr Avocado, desto stärker kann ich die Suppe mit Wasser verdünnen, ja, damit es trotzdem noch cremig bleibt. Und los geht der Mixertanz.
gleicht sich sehr schön aus, die gefrorenen Erbsen und das heiße Wasser. Mmh. Wow, das ist gut. Hey, das ist klasse. Müsst ihr mal euch anschauen, ich zeige euch ein Gläschen. Hat einen sehr interessanten Geschmack. Schön süß-sauer. Der Brennnessel passt wunderbar. So eine Erbsensuppe habe ich echt noch nicht probiert. Auch die Erbse kommt sehr schön zur Geltung. Hier ein Suppengläschen für euch zum Genießen. Ja, abonniert meinen Kanal, kriegt ihr jeden Tag ein neues Rezept. Ich experimentiere immer ein bisschen, wie ihr seht. Und eine ganz spannende Kombination. Ja, mal gucken, wie die auf mich wirkt. Lass mal wirken und dann erzähle ich euch danach noch ein bisschen mehr darüber. Und das Gleiche habe ich auch gern für euch. Erzählt mir, wie es euch schmeckt und was ihr damit angefangen habt. Bis bald.